Da möchte ich Frau Gärtner-Mann in Schutz nehmen, denn hier geht es nicht um den DWX in die Verwaltung zurückzuführen, sondern in die Entscheidungskraft des Rates. Der SPD zitieren darf, auch wenn sie jetzt hier heute natürlich kandidatentechnisch nicht vertreten ist, eben zu sagen, dass es auch die ungleichen Bezahlungsmethoden bei der DWX vielleicht nicht der richtige ist. Ja, wie gesagt, ich habe es gesagt, es geht mir nicht um personelle Konsequenzen, sondern um eine Änderung der Rechtsform, um eben mehr Transparenz zu schaffen und eine bessere Kontrolle. Es gibt ja ein Kontrollgremium, der DWX hat einen sogenannten Verwaltungsrat, das ist ein kleiner Rat, da sitzen ja im Übrigen die Ratsmitglieder auch drin. Und wir haben ja gerade jetzt im Sitzungslauf, die anwesenden Ratsmitglieder werden es wissen, Änderungen in der Satzung, die beschlossen werden, die auch für mehr Transparenz und mehr Durchgriffsrechte in den DWX hinein sorgen werden. Und wenn das nicht ausreicht, Sie können sicher sein, und ich spreche es mal ein bisschen an, wir haben in der FDP-Fraktion sehr trefflich über den DWX und über das Thema Transparenz und Beziehungen zwischen Verwaltung und DWX gesprochen. Und ich denke, Sie konnten den Eindruck mitnehmen, dass ich fest entschlossen bin, daran was zu verbessern und was zu ändern. Aber dafür muss man nicht den Holzhammer rauspacken und sagen, so, jetzt brauchen wir das Ding mal kaputt. Wie gesagt, so einfach ist das auch nicht. Sondern das kann man auch auf andere Wege. Ich denke, das ist der bessere Weg. Lassen wir den DWX jetzt mal in Ruhe, sonst haben wir hier eine, glaube ich, klare Position. Insgesamt sind Sie natürlich auch Vorsitzender des Rates als Bürgermeisterinnen und Bürgermeister. Insofern auch da die Frage, und Sie alle sprechen ja eigentlich dafür, mehr die Bürger mitzunehmen, mehr die Bürger einzubinden. Wie sind Ihre Gedanken dazu? Wie kann das passieren? Die Ratsstruktur, die Ausschussstruktur, braucht man die Bezirksausschüsse? Ihre Gedanken zu diesem Thema, bitte, ich weiß nicht, damit anfangen. Gerne. Also ich finde auf jeden Fall, die Bezirksausschüsse müssen bleiben, weil gerade dort die Leute am nächsten an ihren Bürgern und Mitbewohnern dran sind. Die kennen also am besten die Verhältnisse vor Ort. Deswegen halte ich also Bezirksausschüsse für eine sehr gute Sache, die auf keinen Fall geändert werden sollte. Ich war auf einer Bezirksausschusssitzung und habe mich gewundert über die geringe Bürgerbeteiligung. Natürlich sind dort die Vertreter des Rates dort, ja, und die politischen Vertreter, aber die Bürgerschaft ist kaum vertreten. Ich habe im Marienraum, neben mir war genau noch ein Mann dort. Villen-Obermörnter war etwas stärker vertreten, da waren so an die 15 Menschen. In Zanden war das Thema Mauer, da ging es natürlich, war deutlich mehr Leute da, aber ich fand das wirklich geringe Bürgerbeteiligung. Und die Bürger, die Fragen stellen dürfen, haben genau 3 Fragen. Jeder hat 3 Fragen und das muss dann zuckig miteinander abgearbeitet werden. Also ob man diese Form so beibehält, weiß ich nicht, aber eine Form der Bezirksausschüsse, die muss sicher bleiben. Sicher. Ja, also zu Bezirksausschüssen vielleicht noch ganz kurz, aber Sie haben ja ein ganz anderes wichtiges Thema angesprochen. Also Bezirksausschüsse stelle ich nicht in Frage, halte ich genauso wie mein Vorredner für ein wichtiges Instrument, um vor Ort in politische Entscheidungsprozesse die Menschen vor Ort einzubinden. Aber Sie haben ja gesprochen davon, wie kann ich die Bürger ansonsten mehr einbeziehen. Und ich habe schon mehrfach gesagt, dass ich es für absolut wichtig halte, dass wir im Rathaus eine Anlaufstelle haben für den Bürger. Das muss ein Gesicht haben, also da muss jemand sitzen mit einem Telefon, mit einem Computer, mit einer E-Mail-Adresse, der für Bürgerdialog und Bürgerbeteiligung zuständig ist. Das wäre eine meiner ersten Maßnahmen, in direkter Zuordnung zum Bürgermeister als Stabsstelle eine Stelle zu schaffen, Bürgerdialog und Bürgerkommunikation. Nicht als Feigenblatt, so nach dem Motto, dann machen wir mal, dann setzen wir mal einen hin. Da möchte ich jemanden haben, der auch Kommunikation kann, der also auch mit den Menschen reden kann, der Dinge aufnimmt, der ansprechbar ist und der auch den direkten Draht dann zur Verwaltungsleitung, sprich zum Bürgermeister hat und sagt, da hat Frau Herr XY angerufen, wir haben dieses und jenes Problem. Und an dieser Stelle müssen auch alle Fäden zusammenlaufen. Es ist ja manchmal schwierig, das haben wir auch immer festgestellt,
dass nicht immer die Linke weiß, was die Rechte tut, selbst in einer so kleinen Verwaltung. Ich glaube, da wäre auch die Nahtstelle dafür, da alles zusammenlaufen zu lassen. Ich würde übrigens noch ein anderes machen. Es gibt die gute Tradition der Bürgermeistersprechstunden oder Bürgersprechstunden. Die finden aber im Rathaus statt. Ich würde diese Bürgersprechstunden auch in den Dörfern anbieten. Reihum, immer in Würden, Finn, Marienbaum, wo auch immer. Denn ich denke, da soll man hin, wo die Leute leben und nicht darauf warten, dass die zu einem selber kommen. So würde ich das angehen. Gut.